Sie erhalten investierten Einfluss immer zurück, auch in der Schwierigkeitsstufe Experte. Ein sehr wichtiger Hinweis, Freunde. Willkommen zurück. Wieder mal in der Kampagne sind wir heute unterwegs. Wie können sich anders sein? Überprüfen Sie die Empfehlung des Kapitäns, also des Kapitels. Ja, wir können nur gespannt, was es heute zu tun gibt in der Folge 10 bereits. Ich habe vorhin im Uplay Start Center gesehen, dass die Kampagne angeblich zu 28% bereits abgeschlossen haben soll. Ja. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ich würde mal sagen, kann sein, muss aber nicht. Wir sind eben noch in Kapitel 2, deswegen... Gut, es kann natürlich sein, dass das ganze Spiel irgendwie 3 oder 4 Kapitel hat, im Gegensatz vielleicht zu Anno 14.04 und anderen Dingern. Das wäre möglich. So, wir sind noch mit Axiom unterwegs, beziehungsweise theoretisch. Wollen wir? Was müssen wir eigentlich genau tun? Moment, ich habe jetzt... Oh, jetzt ist er falsch umgestellt. Moment, ich will ja die Sortierung haben, die liegt mir irgendwie besser. Fenster. Ah ja, das mit dem Fenster war noch was. Unter anderem. Erstmal ganz kurz gucken. Es ging mir einfach ums Bier. Also hierfür Hopfen brauche und dafür Einwohner. Die wiederum brauchen auch gewisse Güter. Ich könnte zwar... Warte mal ganz kurz, war da was? Güter hin und her schippern. Weiß ich gar nicht, nach welcher Insel es war. Welch höchst erfreuliche Überraschung. Stimmt, bei ihm konnte ich ja insofern... Taschenuhren, Luxusbedürfnis. Ach du Scheiße, okay. Das ist eine andere Stufe. Welcher von denen zum Henker war denn das schon wieder? Wir hätten doch mal das irgendwie in der Closed Beta rausgefunden. Wer ist denn das? Bald klebt dein Blut an den Planken. Hallo Anne. Ja, schön dich kennenzulernen. Oder vielleicht auch nicht, kein Plan. Nee, was ich gerade sagen wollte. Es ist doch so ein neues Feature hier bei Anno 1800, dass ich nicht mehr zwischen diesem Konto und unserem irgendwie, sagen wir mal, so hin und her schippern muss. Ah, genau, eine Handelsroute machen kann. Genau, eine Route einrichten. Scharten Sie Schiffe, um Waren zwischen Inseln und her zu transportieren. Ist eigentlich das, was er braucht, oder? Handelsroute? Was? Was ist jetzt der Unterschied? Chartern Sie Schiffe, um Waren zwischen Inseln hin und her zu transportieren. Er hat Handelsrechte, er hat, warum auch immer, der Handelsrechte. Was ist genau der Unterschied? Oh, was soll es sein? Das ist, Charter. Ich verstehe nicht ganz, was der Unterschied sein soll. Aber hier ist interessant. Hier steht, richten Sie eine Handelsroute, indem Sie auf die Schaltfläche Route einrichten klicken. Logischerweise die. Aber bei den Charterrouten steht das nicht. Da steht nur, richten Sie eine Handelsroute ein. Das geht das wohl noch gar nicht? Keine Ahnung. Ach so! Ah, verstehe. Das ist das gemeint. Okay. Und das noch vielleicht ein bisschen... verlassen. Entschuldigung. Und das noch ein bisschen falsch im Kopf. Beziehungsweise, warte mal. Ebenso kann ich einfach Schiffe mieten quasi. Ah, eben das ist das. Okay, ja, gut. Das gerade irgendwie falsch im Kopf gehabt. Die Handelsroute ist eben, wenn man mit meinen eigenen Schiffen das machen möchte, wie es schon immer in Anno, beziehungsweise wie es früher in Anno immer war. Und Charterrouten eben, da ist das eigentlich das gleiche, nur eben, dass ich halt quasi ein Schiff miete und das dann die Waren so hin und her schippert. Und ja, ich habe zwar ein Schiff, aber so wie wir das in der Close wieder gesehen haben, ist es gar nicht mal so teuer und deswegen warum nicht, oder?
Axum. Aha, die Insel. Ja, okay. Gut, wie es jetzt gemacht war. Also, hoffe zumindest mal. Ja, sieht so aus. Gut, hätten wir das wieder mal. Eine Handelsroute eingerichtet. Perfekt. Ich meine, theoretisch, was wir jetzt ja überlegt haben mit der Route, ich könnte ja... Warte mal ganz kurz. Und Charterroute, kann die noch mehr, oder? Ah, ich kann mit einer Charterroute nur ein Gut auswählen. Okay, das heißt, für das geht es zwar. Ich habe mir gerade überlegt, ob man das irgendwie mit den Gütern und so. Oder vielleicht Sägebrett, weil ich hier zu viel habe, die hin und her schippern soll. Aber wisst ihr was, ganz selber machen wir es hier anders. Also mit Charterrouten kann ich eine Ware holen. Das ist vielleicht dann vom Vorteil, wenn ich eine feindliche Insel oder mehr oder weniger feindliche Insel oder etwas, was halt weiter weg wäre und so holen möchte. Weil ich schätze mal Piraten und meine Mit-NPC-Streitkräfte, oder ja, Handelspartner, whatever, die werden wohl so neutrale Typen wie ihn hier wohl nicht angreifen. So hoffe ich zumindest mal. Weil sonst sieht er keine Kohle von mir, ganz klar. So, das ist nun mal so meine Theorie momentan. Also haben wir doch eine eigene Handelsroute, ist kein Problem. Handelsstationen, bin mal gespannt. Neue Route, was soll ich da nehmen? Ja. Klingt bescheuert, ich weiß, aber für momentan kann nichts besser sein. Also, eine Station hinzufügen, brauchen wir das. Dann brauchen wir das. Geht das so? Das geht so, okay. Was? Okay, warten. Das ist jetzt mal faszinierend. Okay, warte mal, ganz kurz mal gucken, ob das irgendwie so funktioniert. Ich möchte hier gerne... Warte mal, das bin ich hier. Ah, nee, stimmt. Hä? Crazy. Hopfen wird geladen. Und dann soll er hier den Hopfen entladen. So weit, so gut. In Ditchwater. Hier soll er das Teil mitnehmen. 50. Vielleicht ein bisschen viel für den Anfang, aber wir gucken mal. Und das hier dann entladen. 50-50. Durchaus faszinierend. So wie es aussieht, habe ich hier auch zu viel... wobei, zu viel Fisch... Wenn ich jetzt da sowieso eine eigene Insel mache, dann kann ich die Fischproduktion darauf hinaus ausweiten, oder? Doch gar nicht mal so eine doofe Idee. Hier... Das ist viel Stahl. Den Rest brauche ich ja noch nicht so wirklich, wa? Ziegel habe ich hier eh selber zu wenig. Das wäre eigentlich eine Idee, zu entladen, ne, um zu laden. Alter, das mit den Symbolen ist hier ein bisschen verwirrend. Warte, falsch. Hier, Fische mitnehmen und dann hier entladen. Oben ist entladen, unten ist laden. Okay, die werden schon einen Grund haben. Auf Waren warten, haben wir jetzt bei weitem mal gemacht. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie so perfekt ist oder nicht. Verfügbare Frachtplätze auf zugewiesenen Schiffen. Also ich kann pro Route mehrere Schiffe nehmen? Warum kann ich noch mehrere Inseln nehmen? Okay, keine Handelsrechte, gut, das verstehe ich jetzt zwar. Was zum Henker? Okay, das ist mal faszinierend. Ja, keine Ahnung. Ah. Jetzt ist sie aktiv. Ja, wir gucken mal, wa? Macht er jetzt was? Ja, jetzt macht er was. Okay, das ist krass. Also, dann zurück zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Also klar ist, wir brauchen hier, wir brauchen viel.
Jetzt ist aber auch Arbeiter. Nein, nicht Lagerhaus. Marktplatz. So, ich bin ein bisschen verwirrt. Ihr seht, ich bin ein verwirrter alter Mann. Ja, spielt es große Rolle. Ich will hier, glaube ich, sowieso nur so ein paar gewisse Waren und so machen. Also nicht so viel, aber nicht so wenig. So, falls euch gerade wundert, wenn ich ein bisschen langsamer sein sollte mit Klicken. Ich versuche gerade hier mit der linken Hand zu hantieren, auf der Maus. Wo ich ein Rechtshänder bin, aber mit der linken Hand auf einer rechten Maus zu hantieren, ist faszinierend. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Die Beziehungen zur Piraten, ja, von mir aus. Ich danke Ihnen. Seit wann pflegt man gute, ja, keine Ahnung, Nachbarschaft oder Beziehungen zu Piraten? Also ja, ist natürlich Monkey Ruffy. So, was wir machen, Leute? Ich habe doch keinen Plan, ich mache einfach irgendwas. So. Jetzt habe ich schon mal ein paar Arbeiter, wa? Das heißt doch, eigentlich kann ich jetzt hier Verbrauchsgüter, Fische. Ich hätte gerne ein paar Fische hier. So, 3 Stück. Das wird schnell mal lustig werden. Jetzt fehlt sie jetzt an Arbeitskraft. Auf einer ihrer Routen gibt es ein kleines Problem. Ja, ich habe keine Waren hier. So schnell ich auch. Das ist auch krass, ey. Jetzt müsst ihr das mal reinziehen. Wenn ich zu wenige Bauern habe, zu wenig Einwohner, wollen die keine Fische. Mit anderen Worten, die wollen gar nichts essen. Also wollen die verhungern, oder was? Ja, das sind zum Teil noch so Dinge, wo ich mich schon frage, liebes Arno, was ist los mit dir? So, der Blauphasenmodus activated. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ernsthaft? Ach du grüne Neune. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Was? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, wen wundert's? Eine Schnapsbrennerei kann in die Luft fliegen? Wo ist eigentlich hier? Wo ist eigentlich... Ah, da, ja, ich sehe es. Hä, so man kann in die Luft fliegen? Paar fangen schon mal super an. Ja, die Frage... Sag mal... Ich habe hier oben ernsthaft noch gar keinen... Wo habe ich nie Feuerwachen? Hier habe ich eine, das wissen wir. Hier ist eine, ist natürlich ein bisschen weit weg. Da oben habe ich auch eine. Hier oben auch eine. Ich würde schon sagen, hat doch hier eine. Zwischenfahren. Ah, solange die Feuerwehr noch im Einsatz ist, geht das nicht, wa? So, dann brauche ich natürlich gar keine. Hä? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. WTF? Okay, ich meine, es ist realistisch. Insofern, krass. Andererseits, scheiße. Damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet. Dass mir plötzlich alles um die Ohren fliegt. Alter, was war denn das für ein Schockmoment, hey? Boom, boom, boom. Wisst ihr etwa so? Und denkt mir so, was ist los mit dir, Alter? Das ist eigentlich unser Schiff. Schiff handelt. Ja, leg mal. Dann irgendwie deaktiviert. Aber ich jetzt hier. Aber jetzt. Sag mal.
Ein kleines Problem. Also, weil wieder eine Ware fehlt. Warum ich irgendwie... Ja, ich weiß, was fehlt. Voll gelöst, aber sind Schäden entstanden. Ja. Schnauze. Scheiße, damit haben wir jetzt mal gar nicht gerechnet. Aber wie lange wartest du eigentlich? Aber warte mal. Das ist das so eingestellt? Also jetzt nicht warten, bis wir alle 50 Tonnen hat, sondern einfach mal was holen und da gehen. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich es gerne hätte. Kacke, Mann. Also ich habe die jetzt deaktiviert, erfahren, warten. Da muss vielleicht irgendwie... Moment. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Jetzt hat der Fisch schon mitgenommen. Ich sehe, dass er jetzt irgendwie ein Symbol hat. Jetzt müssen wir aber zurückfahren, oder? Okay, jetzt macht er das wieder. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, es macht irgendwie sonst einen Quatsch. Aber wir sehen schon, er ist verdammt langsam, ey. Okay, mit so einem Schiff geht das eher weniger. Ich brauche da irgendwie was Besseres, ganz ehrlich. Mit geringer Frachtkapazität, das gefällt mir weniger. Ah, machen wir nochmal eine Fregatte, komm. Okay, warum ist plötzlich meine Bilanz am Arsch? Kann mir das mal einer verklicken? Oh, Alter, was ist mit der Arbeitskarte los? Oh je, oh je, oh je. Man hat aber auch nichts als Ärger, ganz ehrlich. Nee, ihr wollt ich, zack. So. Ja, mir gefällt es auch nicht, für sehr, es muss aber reichen. Ich habe die Produktion angehalten für die Segeldinger. Ob ich eine Feuerwache brauche, ist auch so eine Frage, aber. Warum soll es da hinten brennen? Wenn ich irgendwo eine brauche, vermute ich eher hier. Weil hier habe ich bereits eine. Also da vielleicht sicher falsch, aber hier wird es auch irgendwie hinhauen. Ja, Freunde, heutige Folge könnte echt lustig werden. Ja. Nicht ganz so elegant gewesen, wie ich es jetzt gerade wollte. So. Oh Mann, nein! Schon eher. Ah, er ist da, wunderbar. Ich habe zu wenig Arbeitskräfte, weil logisch. Okay, muss ich da ganz kurz die Hand wieder wechseln. Wenn es ja schon überall brennt. Oder explodiert, wortwörtlich. Muss ich da ein bisschen handeln. So, hier ist das Haus, das man nicht mehr sieht. Vielen Dank, Spiel. Hier noch Häuser bauen, ja, nein. Ah, da sehen wir auch, ob die noch im Einzugsbereich sind.
So, machen wir hier schön Dreierreihen. Dann nochmal einen Blauphasenmodus an, wenn man mal gucken will, ob das für nachher so funktionieren könnte. Blockiert, ja schön, dankeschön. Genau, weil die will ich ja woanders hinschaffen. Das klappt ja theoretisch so. Spielstand gespeichert. Was? Wird die ganze Folge um. Kannst du mir nicht erzählen? Ah, krass, er passt den Platz selber an. Nee, oder auch nicht, der hat es gerade zerstört. Mann, bist du doof, ganz ehrlich. Ja, Freunde, wieder mal eine, keine Ahnung, war es eine unterhaltsame Folge, war es eine interessante, ich habe keinen Plan. Eine chaotische Folge, darauf können wir uns einigen, es war eine chaotische Folge. Nicht so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber auch das ist ja leider nichts Neues. Warum ich hier so einen seltsamen Bug habe mit dem Ding, weiß ich auch nicht. Einige Felder könnten helfen. Hä? Hast du doch? Was ist los mit dir, Vibe? Schönen Tag auch. Hä? Was ist das denn für ein Bug? Ciao. Was zum Henker ist denn da los? Jetzt mal ganz kurz hier hoch. Wann machen wir weiter? Jetzt. Ich dachte schon, ich muss ins Armenhaus. Das dachte ich kurz auch. Ja, ihr seht, es ist spannend, es bleibt spannend, es ist chaotisch, es bleibt chaotisch, ich habe keinen Plan. Warum das irgendwie nicht mehr funktioniert hat hier? Bäh. Limit erreicht. So, Mann! Wollte eigentlich bloß den da verschieben. Und das geht noch, okay. Also hat offenbar irgendwie einen Bug, wenn du halt ein Gebäude versetzen willst, keinen Platz dafür hast, was mal passieren kann, dann wird es halt automatisch zerstört, aber ich habe auch kein Problem damit. Aber irgendwie schnallt er es dann nicht mehr, dass er da noch irgendwie was, ja, was machen könnte. Okay, mal den Verbindungsweg da. Da hat er irgendwie Probleme mit. Frag mich nicht warum, kein Plan. So, das war jetzt eigentlich bloß irgendwie testweise. Schiff vom Stapel gelaufen. Ei, Das ging jetzt aber lange. Ihr Unternehmen floriert. Sie werden immer mehr zum Ebenbild Ihres haltet Vaters. sie auf Kurs. Friede seiner Seele. Dankeschön. Der Indigo viel schneller ist der auch nicht, wahr? Er hat doch extra... Der Schoner wäre zwar schneller, aber eben, also nicht... Schiff erster Klasse. Ja, ist irgendwie seltsam, Freunde. Es ist seltsam. So, jetzt bin ich da wieder unterwegs mit Fischen. Dinge habe ich gebracht. Okay. Ja, gut, Leute. Also, was man im Ganzen halten soll, ich habe noch keinen Plan. Jetzt müssen wir langsam mal hier die Fische nehmen, oder? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Das Dorf. Es ist ein Dorf. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Dorf. Klein, aber fein, es ist ein Dorf. So. Jetzt wollen wir natürlich auch Fische haben. Habt ihr auch. Jetzt können auch ein paar mehr einziehen. Ich habe noch ein paar mehr
Arbeiter und so, perfekt. Das heißt, wir können dann vielleicht endlich mal in dieser Folge hier anfangen mit, ihr wisst schon was. Mit was anderem vor allem. Aber das kann ich ihm doch im Arsch. Warum? Das gerade erst begonnen hat oder so. Ja, Freunde, irgendwie ist hier noch der Wurm drin. Ganz ehrlich, die heutige Folge ist einfach eine Katastrophe. Ey. Die Schnapsbrennerei fliegt in die Luft. Alter, haben wir noch nie erlebt. Ja. Gering. Explosionswahrscheinlichkeit. Ja, super. Hätte mir vorher jemand sagen können, dass es in die Luft fliegen kann. Menschenskind, ey. Ja, und vor allem, wenn es hier schon in die Luft fliegen kann, was machen erst da drüben? Also, ich meine, da drüben. Gut, das ist vielleicht, das ist, keine Ahnung. Keine Ahnung, Freunde, ich bin verzweifelt, ich bin ratlos. Trotzdem ist eine schöne Aussicht. Das Gebäude da hat sie auch total in die Luft gesprengt und so. Oh Mann. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zurück bei Anno 1800, die Kampagne. Oder Endlosspiel. Momentan habe ich keine Ahnung mehr. Bye, bye.